weiblich 17, beichte, dass ich mit meinem Bruder, männlich 17... Oh nein, was kommt jetzt? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal alleine und zwar bin ich am Stehen, weil es ist Mittwochabend um 10:30. What the fuck? Und heute werden wir etwas richtig Nices machen. Ich habe nämlich auf Insta Beichten schicken. Beichten. Es könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Darum, falls ihr nochmal so einen Teil wollt, dann könnt ihr doch gerne einen Daumen nach oben geben, dann macht das vielleicht mal. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel. So, dann fangen wir doch mit dem Video an. Let's go! Irgendwie fühlt sich das so opferhaft an, wenn ich das so leise mache. Ich männlich 14 beichte, dass ich schon mein erstes Mal hatte. Und es war ein Dreier. Wie? Also... Ich fange schon mal gut an. Ich habe das Zahnbürstchen von meinem Bruder ins WC gesteckt, nachdem ich gepisst habe. Ohne Grund, einfach weil ich gerade Lust hatte. Bro! Wieso? Aber Real Talk, ich habe auch eine lustige Story zu dem. Ich bin mir am Weekend am Morgen früh aufgestanden, so mit 8 oder so, und wollte eins machen auf. Ich bin mega selbstständig. Habe meiner kleinen Schwester, Grüß gehen raus, einen Shoppen machen. Und dann wollte den Zapfen, den man ins Maul nimmt, putzen. Und dann ist mir ins WC gefallen. Und ich habe eventuell nachher nicht mehr abgewaschen. Ups. Ich habe mir mal in der Schule einen abgeholt und die Lehrerin hat mich verwünscht. Fuck mal leid. Vor allem, also ich stelle mir gerade so als Lehrerin vor uns würde das so sehen, so, ey, wie willst du da reagieren? So, ey du, da, hör mal, oh, cringe. Wir machen mit der nächsten weiter. Ich männlich 14 beichte, dass ich im ca. 14 Mal in der Woche mir selber gönne, you know. 14 Mal? Das ist ja 2 Mal am Tag? Holy shit, wann hast denn du Zeit? Ich habe kein Kopfkino. Nein, stopp. Ich habe mal den Dildo von meiner Mom benutzt, als ich 13 war. Bin jetzt 19. Nee. Dass du weißt, dass deine Mom eine benutzt, ist das eine. Dass du ihn dann auch benutzt. Alles klar, okay, also easy. Next. Ab und zu... ich auf dich, sorry. Ich habe wieder Kopfkino. Ich weiblich 17 beichte, dass ich mein erstes Mal betrunken mit 14 im Zimmer von meinem Bruder hatte. Und meine Mutter hat uns fast verwünscht. Also wait. Du hast mit 14 besoffen dein erste Mal gehabt. Also er hat sich unter dem Bett versteckt und ich bin nackt in mein Zimmer zurückgesäckelt, als ich gekommen ist. Ich, 13, bin im Jungfrau, weil ich mit einer Mom geschlafen habe. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Sachen gibt's. Also nach dem Video muss ich in eine fucking Psychiatrie. Ich weiblich bin lesbisch und finde dich mega hübsch und attraktiv. Süß. Darum habe ich auf dich irgendwie komisch, aber das ist, glaube ich, etwas ganz Normales. Warum mache ich eigentlich so ein Video? Ich hätte das eigentlich alles nicht wissen. Wir lernen das Thema. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch dazu sagen. Wir gehen weiter. Ich beichte, dass ich mal ein 50 für ein Mädchen gerührt habe, damit sie es aufliest und ich ihr das erst anschauen kann. Man kann es natürlich auch so machen, ne? Was ich allerdings nicht checke, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du gute Aussichten kannst haben. Ich meine, du kannst auch einfach auf einer Rolltreppe sitzen oder im Handstand durch die Stadt laufen. Wir machen einfach weiter. Ich, weiblich 17, beichte, dass ich mit meinem Bruder, männlich 17, oh nein, was kommt jetzt? Etwas hatte und wir manchmal immer noch etwas miteinander haben, obwohl er eine Freundin hat. Sweet Home Alabama. Du bist 13 und du hast etwas mit deinem Bruder und er hat eine Freundin. Oh mein Gott, das ist Next Level. Okay, das ist Next Level. Das ist wirklich... Next Level! Also ich stelle mir gerade die Situation von dieser Freundin vor. Dass du betrogen wirst, ist so die eine Sache. Aber dass es dann noch so die kleine 13-jährige Schwester ist. Hello there. Ach du Scheiße, alle. Ich beichte, dass ich heimlich auf der Seite stehe. Meinst du meinen Bruder? Schreib meinem Bruder und eventuell sehen wir sich. Als ich ca. 3 bis 4 Jahre alt war, bin ich einfach in die Ikea aufs WC gesessen und habe mein grosses Geschäft gemacht. Das WC war natürlich ein Ausstellmodell, mitten im Gang. Ich habe es genossen, meine Mama war ein bisschen peinlich. Oh mein Gott, was für eine Legende! Ich meine, Real Talk, jeder hat mal irgendwie in der Ikea so einen Joke gemacht, von, dass er irgendwie da aufs WC könnte, keine Ahnung, und der hat es einfach gemacht, der hat es straight durchgezogen. Ist näher, scheiße.
Ah, schade nicht. Aber finde ich eigentlich eine nice Story, also wirklich, finde ich richtig nice. Ich habe mal aus Langeweile den Kübel im Schulzimmer als WC benutzt. Der Lehrer war nicht im Zimmer. Wie? Vor allem, warum? Ich bin so ein Mensch, wenn ich dick muss, dann muss ich mich so entspannen. Ich glaube, wenn ich so in einem Schulzimmer wäre und die ganze Zeit Angst, dass ein Lehrer kommt, das funktioniert nicht. Das läuft nicht. Aber Props an dich, dass du es geschafft hast. Ich muss sagen, das war absolut mit dem Video. Auf jeden Fall, wie auch immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Vielleicht vielleicht einen zweiten Teil, I don't know. Schreibt in die Kommentare, was könnt ihr in die Kommentare schreiben? Ob ihr lieber französische oder italienische Salatsauce nehmt. Vergessen nämlich zu abonnieren und ganz wichtig, Glocken aktivieren. Wow! Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!